Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir die Stampede auf dem Tisch. Also, ja, mit viel Fantasie oder mit viel Extrateile. Und ja, ich weiß jetzt, warum das nicht gegangen ist. Das ist der Hanner, das ist da gebrochen. Oder da ist das Gewinde ausgerissen. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das wieder gekriegt kriegen. Und es hat, ja, aber ich habe mal sinnvoll gemacht und hab gedacht, ich klette das ganze Ding mal zu und guck, ob es dann wieder geht. Es ist das Ding so stark, dass das es einfach aufreißt. Das hat mir der Kleber wieder durchgerissen. Ja, und wenn wir dann schon dabei sind, da können wir da hinten den Schraubdom da noch wieder nachmachen. Oder machen wir einfach, ich habe da ein bisschen Zeugs gekauft. Das ist, um das zu richten, habe ich da so kleine Schreibler. Die können wir dann da hinten vielleicht irgendwie nachmachen. Auf das, ja, die Schraube muss ich rausbohren. Auf das da hinten durchlangen. Gerade so. Und dann schrauben wir das wieder zusammen. Das dürfte dann passen. Und das bin ich mir überlegen. Das könnte man da hinten. Ja. Da rein. Und ja, ich glaube, da haben wir so Hitzeeinsätze. Die hauen wir da rein. Das wird, glaube ich, das Einfachste sein. Oder ich hoffe, dass das Einfachste ist. Da habe ich da auch. Ich hoffe, dass das sehen wir gleich, ob es die richtige sind. Bei mir können das auch. Da rein. So ein Hitzeeisatz. Und dann gucken wir, dass wir dann das müsst. Gerade so das nicht geht. Ja, dann machen wir es halt da umgekehrt, dass wir da oben dann eine Mutter und eine Unterlagsscheibe dagegen hat. Irgendwie ist der Piet, das ist schon. Sag's euch, das ist so Blaster. Krieg ich das da rein. Ja, hilft alles nichts. Aber da habe ich Polsterung reingebaut, die hebt wenigstens, glaube ich. Also die dürfte passen. Ja, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen da gucken, dass wir das wieder kriegen. Das ist ja scheiße, ich sag's euch, ja scheiße, das mit der Stampede. Und hab's wieder, bevor ich mein Video angefangen habe, vergessen zu gucken, wie viele Teile sind jetzt eigentlich. Das jetzt der 10. oder 11. Teil ist. Oder gut, ich habe ja zwischendrin den Teil, wo ich das viele geklebt habe. Das ist ja was wo ich gedacht habe, komm, das mache ich jetzt mal selber für mich. Und hab gehofft, dass das einfach Gott, also. Und wenn es jetzt nicht Gott, dann weiß ich auch nicht. Ob man dann das Projekt Stampede komplett aufgeben oder. Wir gucken einfach, dass Gott, also, dass das da Hanna ausgerissen ist, das ist schon ärgerlich, ich sag's euch, ärgerlich. Aber ja, Gott. Habe ich so viel Zeit in das investiert, da guckt, dass das so schön, dass das da für so halbe Pfeile ist und alles und ach, das. Ich würde sagen, ich mache da mal Hitze einsetzen, im Schnelldurchlauf, gucke, ob man da auch einen reinkriegt, wie man das macht. Und dann schwätzen wir weiter. Dann, bis gleich. Ja, man soll die Videoaufnahme zuerst starten. Den Teil habe ich schon gemacht. Manchmal der Vollprofi am Werk. Ja, man muss halt auch vorher schauen, dass man das Richtige drauf macht und alles. Das zweite machen wir jetzt bei laufender Kamera, dass er auch hört.
mir irgendwie verbrennen. Verbrennen. So, weil das geht jetzt recht zügig. Zack, nein. Ein bisschen weiter. Und dann das drumherum quetschen. Und schön den Scheiß hat man das muss du mal so. Boah. Das kann nicht gesund sein. So. Boah. Jetzt ist es so rum. Eieiei. Boah. Dann müsste es jetzt. Eieiei. Ja. Meine Lebenserwartung um 20 Jahre verkürzt habe. So in etwa. Da seht ihr. Das habe ich noch nachgelebt, glaub. Das habe ich in meinem heimlichen Teil gemacht, glaub. Ne, das haben wir. Ne, warte mal. Doch, das haben wir zusammen gemacht, soweit ich weiß. Das müsst. Ich verstehe. Gut, das kann jetzt. Doch, das haben wir zusammen gemacht. Und das ist jetzt, wenn das dahinter dann kaputt geht. Das ist klar, dass das dann nicht mehr taugt. Eieiei. Sag's euch, das ist so. Das ist so Geschäft. So, das muss nach oben. Dass das sauber einrastet. Fäderle muss rein. Das muss nach unten. Dann brauchen wir dann hätte ich vorher einen Imbus noch richten sollen. Der da passt. Jetzt hoffe ich. Hat er nicht. Eieiei. Da habe ich noch dabei. Das ist. Da. Da ist der Imbus in dem Set dabei. Haben wir da so einen Schraubensatz gekauft. Das ist immer. Wenn ich nicht genau weiß, welche Länge ich brauche, dann kaufe ich mir halt mal so ein Sammelsurium. Da hoffe ich, dass das jetzt Gott, dass das jetzt hält. Okay, wisst ihr was? Jetzt machen wir schnell im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Okay. Da kann ich ewig drehen und mich wundern, dass nichts vorangeht. Seht ihr das? Das ist endlos im Bus. Das heißt, der passt dann doch nicht da. Okay, das ist liegt bloß an der Schraube. Eieieiei. Ich versuche die mal wieder rauszukriegen. Und schraube das dann im Schnelldurchlauf rein. Bis gleich. Okay, die M2-Schrauber, die gehen mir alle kaputt. Das ist nicht das Wahre. Muss ich nur gucken, wie ich das wieder rauskriege. Das heißt, da müsste man eigentlich so einen M3-Gewinde-Einsatz machen. Puh, das sag's euch. Begeisterung. Begeisterung ist was anderes. Ja, die N2 braucht das viel Kraft. Und da dreht das Gewinde dann durch. Ich glaube, in den 3 habe ich das hoffentlich auch da. Sonst muss man gucken. Oder das halt. Aber man kann im 3 Gewinde-Einsatz reinkriegen, dass man das komplett durchmacht. Wie kriege ich das jetzt? Kriege ich das mit Lötkolben wieder raus? Okay, das müssen wir vorher raus tun.
Ja, das. Ja. Warte bis Hitze durch. Dann Gott's vielleicht auch. So. Das wird draußen. Muss das bloß noch weg. Ohne dass ich mit Griffel verbrennen. Heute bin ich kein. Okay. Das ist doch ein Scheiß. Komm raus. Okay. Das heißt, da brauchen wir noch viel von der Knetmasse. Das wieder stabil zu machen. Eieiei. Die Stampede. Eieiei. Ich glaube, da brauchen wir einen Dremel. Müssen da ein bisschen durchbohren. Und dann gucken wir, dass wir da haben. Die Schraube. Das müssen wir auch ein bisschen bohren. Auch nicht arg. Das macht das Gewinde von der Leute von der Zeit. Und dann schraubt man das da oben fest. Und den Teil schneiden wir weg, dass man da die Unterlage gescheit nachkriegt. Also das schneiden wir dann einfach so weg. Und dann machen wir das mit dem Knetmassezeug fest. Das müssen wir da noch ein bisschen. Klein wenig. Die andere Seite auch. Klein wenig. Eieieiei. Das ist so Begeisterung. Also, ich hole mal Dremel, mach das auf, dann kneten wir das noch, dann machen wir das mit Knetmasse fest. Dass wir da noch das genau richtig haben. Und dann gucken wir, dass das passt. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Sodele. Da. Ja. Das müssen wir jetzt auch mit so einem Schmutz verkleiden, wie wir das da vorne schon gemacht haben. Da haben wir erstmal Tröpfle. Winzig kleines Tröpfle. Sekundekleber hin. Da habe ich ein bisschen. Und der Schraubteil, der landet noch am Inneren. Das war rechts Heckmeck, da ist sogar Luftlöchle. Das ist dann die Leistung etwas zu verbessern. Ich meine natürlich nicht, aber irgendwie
Das kriegen wir nachher schon mit dem Schmutz wieder zu. So. Jetzt hoffe ich, dass der schnell Sekundenkleber. Wartet hier schon mehr als eine Sekunde. Okay, die Seite haben wir glaube ich einfach auch. Das ist viel. Ja, nicht mit dem Finger noch, weil der klebt wirklich in einer Sekunde. Ja, das ist so. Das ist jetzt so noch. Da können wir währenddessen, das kennt ihr ja schon, das haben wir halt da vorne schon angewendet. Das wird nachher echt bockelhart, also das ist. Und das ist auch wieder so ein Geruchserlebnis. Also heute könnt ihr froh sein, dass YouTube noch keine Geruchsoption anbietet. Und selbst wenn sie es irgendwann mal machen, ich habe es nicht als Geruchsoption aufgenommen. Ich wüsste nicht, warum man das machen sollte. Gut, ich meine, es gibt sicherlich so Kochsendungen oder was weiß ich, so Wald- und Wiese-Sendungen. Und in dem Fall wahrscheinlich wörtlich gemeint. Oder irgendwie so Gartensendungen, wo das sicherlich bereichernd wäre. Das hier ist keiner. Also, das wollte alles nicht riechen. Man erfüllt seinen Zweck und macht. Also, gut, das mit Löcher, der hätte ich auch. Ja, das Kunststoffzeugs, wenn das da so brennt. Das hätte ich auch einfach gleich durchbohren können, das wäre angenehmer gewesen. Aber ja, gut. Ja. So, das Mischen. Das ist am Anfang gar so flüssig und wird dann aber ziemlich zügig zäh. Ich glaube, da vorne so ganz ideal gemischt habe ich es nicht. Da hat man ein bisschen Marmorierung drin. Das sind ja die zwei Komponenten, die innere und die äußere. Wahrscheinlich ist zwischendrin noch Trennschicht, damit die nicht irgendwo in der Übergangsfläche miteinander reagieren. Oder vielleicht ist die Übergangsfläche so, oder bildet sich dann automatische Trennschicht, ich weiß es nicht. Vielleicht lädt mich der Hersteller, wenn ich das Zeugs lang genug verwende, irgendwann mal ein. Dann gucken wir uns das an. Das würde mich natürlich interessieren. Okay. Wie machen wir das? Ah, da sollte er nicht hin. Da habe ich es gut gemeint wieder. Das macht uns sonst noch Probleme. Weil da kann es jetzt echt der Vorteil sein, dass das dann an der Stelle echt noch ölig ist. Dass das da einfach nicht hebt. So. Jetzt hätte ich das aber gern schon fest. Das ist fest. Weil das halt jetzt. Das aber nicht. Nein, nicht ideal. Das wird da richtig schön gemütlich. So. Ja. Das hebt halt dann so überhaupt nicht am Anfang. Das jetzt. Ja, das hätte ich gar nicht in Orange, dass das. Oder in Schwarz oder so. Also, gut. Man kann sich ja noch was Dinge wünschen immer. So. Das ist immer grob. Was ich mit der Sekundekleber. Das ist aber mehr wie eine Sekunde. Viel mehr. Da ist die Frau. Das Reale geht dann noch vor.
Nicht, dass das dann nachher irgendwo aneckt und wir dann ewig wieder feilen müssen. Also überlege ich mir, ob wir das im heutigen Teil machen. Oder ob wir das separate Teil machen. Aber ich glaube, das wäre ein frustrierender Teil. Ich meine, ich sehe es ja der Länge. Wäre ein frustrierender Teil, wenn man bloß den Klebeteil macht. Da läuft noch die Schiene. Da läuft das Ding, dass es eingeschaltet bleibt. Jetzt wird schon fest. Das geht ziemlich zügig. So. Dann müssen das nämlich. Da hoffe ich, dass das. Dann jetzt geht. Weil sonst bleibt uns nichts mehr anderes übrig. Wie entweder ein neues Teil zu kaufen oder halt zu gucken, was man da an Ersatzteil herkriegt. Oder vielleicht wirklich mit Kanone auf Spatze schießen und das mal uns Metall irgendwie fertig gelassen oder so. Also, ein paar Optionen haben wir jetzt, aber das ist halt alles mit ordentlich Kosten verbunden. Das hätte ich eigentlich gern vermeiden. Also ich hätte es eigentlich gern, dass das einfach klappt. So. Können wir dann ein bisschen das. Damit bin ich nicht happy. Das müssen wir gucken. Ja, und jetzt hätte ich die Teil auch gleich vorbereitet, sollte sie jetzt natürlich auch geschickt. So. Jetzt müsste es wieder stabil sein und wieder dicht sein. Hoffe ich. Das ist hier sauber einzementiert. Na gucken wir, ob das nachher nicht ein bisschen zu viel aufträgt. Das wird dann zwar ein bisschen ärgerlich, aber wir haben halt da so automatisch Schleiferle. Da sind wir halt eine Zeit lang beschäftigt. So, da muss das da rein. Mal noch drücken. Das dürfte jetzt passen. So, da. Der ist ein bisschen auf Seite. Dann gucken wir uns das da an. Das heißt, da dürfen wir jetzt eigentlich nicht viel Platz brauchen. Da bin ich am Überlegen.
Da müsste in 2 eigentlich fast ideal sein. Die kleben wir dann auch auf der unteren Seite fest. Also ich mache da mal Löcher rein. Aber das machen wir schnell Durchlauf. Bis gleich. So, jetzt gucken wir da ganz schnell. Eieiei. Okay. Man sollte halt doch genug Geduld haben, den Kleber trocknen zu lassen. Das geht vorbei. Ja. Aber gerade so. Das ist viel Platz haben wir da jetzt nicht. Das ist gerade so, das passt. Der ganze Kleber tut natürlich die Hände auch gut. Ist nichts was für. Nicht unbedingt gerade für Detailaufnahme. So. Ah, das muss ich gucken, ob ich das nachher noch vielleicht noch ein bisschen abschleifen muss. Sobald die Schraube festklebt ist. Nicht, dass man das da noch sich erst einschleifen muss, da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, ich meine, wie soll ich es denn sonst machen? Viel Kraft trotz noch. Sekundenkleber von Wege. Immer noch nicht fest. So, noch ein bisschen. Aber wobei, das sollte ich eigentlich eine Senkkopfschraube haben und keine so Linsenkopfschraube. Das wäre idealer. Das muss halt, gut, das muss ja nur festklebt sein, weil sonst dreht sie dann auch Hohle. Das ich mal. Das passt mir nicht ganz. Das will ich noch nicht, dass es reibt. Ich glaube, das machen wir nochmal. Und dann packen wir dann noch das Werkzeug weg. Und dann gucken wir, dass man das wieder einbaut. Das machen wir heute. Das machen wir also heute in dem Video. Das mache ich heute nicht. Ich mache da zwischendrin Pause. Aber dann, bis die Tage. So, Dale. Jetzt 24 Stunden vergangen. Für euch nicht, aber für mich schon. Also so plus minus Stunde oder sowas, keine Ahnung. Und jetzt ist das da nicht trocken. Und ja, jetzt hoffe ich, dieses Klopfen auf Holz da, das ist ganz praktisch, einen Holztisch zu haben dafür, dass das jetzt Gott. Und das kann man das jetzt halt so schrauben. Gut, muss jetzt Fäderle und alles schon vorher rein tun. Sonst geht's nicht, das ist klar. Ja, roll halt weg. Okay, ja, das ist ein bisschen schief. Seht's vielleicht. Das sollte eigentlich gerade sein, aber das macht ein bisschen den hier. Eigentlich so und ja. Ja, Dinge, Sache und das ist jetzt auch trocken. Das dürfte jetzt richtig halten. Dann kann man das da auch festschrauben.
Und dann passt das hoffentlich. Also, das wäre schon schön, wenn das Plasterle jetzt gegangen hätte. So, dann muss das da rein. Da muss der Zahn nach oben. Und das Kunststoffkrümel, das will ich nicht drin haben. Das ist jetzt da noch. Fertig. Fertig ist. So. So, schön Spannungsbogen aufbauen. Falls ihr noch da seid. Zu allem Überfluss machen wir das noch mal ein bisschen fettiger. Dass das schön dicht ist. So wie wenn es viele halbe getrunken hätte. So, da lang. So, das nach oben, da nach unten. So. Ja. Keine Sorge, der Rest von der Stampede bauen wir noch am Schnelldurchlauf zusammen. so viel zu schwätzen habe ich dann doch wieder nicht, dass ich euch. Und vor allem mache ich dann unnötig Fehler, dann brauchen wir noch, da sind wir dann mit Stunden beschäftigt. Und das Video dauert wahrscheinlich schon wieder zu einem jetzigen Zeitpunkt so lang. Ich hab's noch nicht editiert. Also ich weiß nicht, wie. Bei welcher Minute wir aktuell sind. Das ist, was ich nachher rausfinde. Sagt Hallo in die Kommentare, wenn ihr da seid. Das hilft mir. Das zollt diesem Algorithmus da Tribut, dass der heilige, allmächtige Algorithmus glücklich und mir wohlgesonnen ist. Das ist eine neue. Die YouTuber-Religion. Ehrt ihr seid dem Algorithmus so in etwa. Ja, das war jetzt, glaube ich, einfach unnötig. So. Und da müssen wir jetzt das ganze Getriebe wieder neu fummeln. Das da können wir schon mal. Na, seht ihr, das geht jetzt sauber dran vorbei. Also auch wenn ich das da ein bisschen drücke, seht ihr das gescheit? Dann wird das passen. Dann ist die Kunststoffspäne raus. So. Muss ich gucken. Muss ja mal ein bisschen Zeugs auf dem Tisch stehen, dass ich. So. Einmal Stampede. Ja. Unwichtige Schale. Wichtige Schale. Modelle. Kurzschluss für später von Taster. Das ist der Schalter, der kommt noch oben drauf. Dann Schale für Getriebeteile. So. Weil das ist jetzt auch ein paar Tage her, dass ich das zerlegt habe. Das ist dann ganz wichtig, da die Teile so zu lagern, dass das passt. Das müsste die Innenschraube sein. Da habe ich da noch die Außenschraube. So. Jetzt die Preisfrage. Wie war das? So, dann müsste es. Ja, das ist.
Das ist so. Und das ist so nicht. Okay. Das Gott. Das Gott ist so nicht. Das greift da. Okay, so Gott's nicht. Das heißt, das Gott dann. Ja, Fahrrad. Okay. Das heißt, das Gott dann da hinten. Das Gott da. So. Das ist nämlich die Sinn. Am ersten Blick ähnlich, aber da hinten sind die Zähne viel gröber wie da. Und die da hinten reinfummeln, das ist so. Nee, so rum. Das da geht da hinten ins Leere. Hier muss man gleichzeitig. So. Und da vorne geht dann der Motor drauf. So. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht, da mit dem Schmutz da nachgegangen. Das hat gar nicht geklappt. Wenn wir das jetzt schon aufwärmen, können wir ein bisschen frischer Schmutz, oder kein Schmutz, sondern Öl. Das macht jetzt halt ein bisschen mehr Krach mit dem Metallzähnrädler, das ist klar. Ja, oder ich glaube, von meinem Verständnis normal. Das ist so. Und dann kommt da vorne der Motor drauf. Da machen wir auch nochmal eine Runde rum. Dass das alles so geschmeidig wie nur möglich läuft. So. Mit dem allem müssten wir jetzt alles haben, um das da nicht zusammenbauen zu können. Schön Tisch gefettet. Wie ich jetzt sage, das mache ich im Schnelldurchlauf und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. Ja, okay, also macht's nicht wie ich. Also zumindest nicht wie ich zuerst. Da haben müssen die Schraube da unten. Ei. Ja, macht's nicht wie ich. Also zumindest nicht wie ich es mache, sondern wie ich sag. Jetzt kann es sein, dass die Schraube da hinten. Und die muss zuerst rein, bevor der hinten. Ja. Ja, die war zeitlang jetzt offen. Hat das gekruscht. Okay. Für alle, die Bad Boys 2 geschaut haben. Wusa. Wusa.
Also ein Hobby soll doch irgendwie zur Stressbewältigung und nicht zur Stresserzeugung da sein. Also irgendwas mache ich falsch. Ich mach das im Schnelldurchlauf, dann kann ich in Ruhe fluchen. Bis gleich. Hey, okay, ich glaube, der Teil dahinter, das wird spannend. Also ich glaube, das dürfen wir nicht zu fest machen, weil sonst haut's, zerlegt uns das da. Ja, das ist halt doch ein bisschen. Oder wir machen das flach. Machen nochmal so rein, aber machen es halt gescheit. Ja, komm. Das ist ja bloß meine Zeit für euch. Sag ich mal, das ist ein Schnelldurchlauf. Hab euch ja lieb. Dann bis gleich. So, Odele. Ja, das war nicht so clever, das. das ja, das da drin zu schleifen. Es ist halt ein bisschen Staub drin. Ich habe versucht zu putzen, aber ja, das ist jetzt da hinten. Da muss man ein bisschen was aus dem Massiger rausnehmen. Das kann natürlich sein, dass das dann ein bisschen negative Auswirkungen hat. Aber gut, ja, das ist halt irgendwie. Irgendwie müssen wir jetzt halt damit zurechtkommen, dass das halt alles nicht ganz so. Nicht mehr so. Aber, ja, aber das dürft jetzt. Ja, komm schon, komm schon. So, das testen wir jetzt einmal. Da ist hinter auch Löchle und alles. Also, ja, dass der Teil von der Schraube dann ausgucken kann. Auf der anderen Seite geht der in den Zwischenraum. Da seht ihr zwischen die zwei Domen. Also, das hätte einer erwartet, dass das. Also, als ich den ersten Teil gemacht habe, habe ich gedacht, das wäre alles einfacher. Aber das ist so der Grund, warum ich die meisten Dinge mache, weil ich denke, das macht man halt mal geschwind. Und wie man sich versieht, ist das geschwind ein paar Jahre, muss ich immer noch dabei. So, braucht da einer Platzhalter. Sonst schnappt man das immer rein. So, da. Boah. Also, geschmeidig ist irgendwie was anderes. Ja, ich glaube, das darf ich nicht allzu festschrauben. Und dann muss ich breit Fett nehmen. Das wird sonst ein echter Spaß. Aber ich baue es mal weiter zusammen. Und dann finden wir zusammen raus, ob's Gott. Dann bis gleich.
So, Dele. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal. Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, das jetzt schießen zu lassen. Das kann auch gut sein, dass ich das offen betrieben habe. Dass das den Blaster eher kaputt gemacht hat. Also, aber auf jeden Fall mal der Lipo ist eingesteckt. Ja gut, okay. Man sollte auch das Magazin rein da. Das ist alles verkrümelt und verdorrt, von dem ganzen verstaubt von dem ganzen Ding. Woran? Ach. Ich wollte sie unbedingt erhalten. Die ganze Sicherheitstechnik. Und da habe ich festgestellt, dass das Ding war auch ein bisschen abgenutzt. Das Zahnrad da vorne bei dem Motor. Also das war vielleicht... Das kann sein, dass ich das irgendwann mal demnächst nochmal tauschen muss. Was wir jetzt noch machen, das habe ich vergessen. Da auf die Zahnstange noch. Tröpfle. Ja, ein gutes Tröpfle. Der ist da noch. Da bringt es nichts. Sollen wir es riskieren? Das hört sich so an, wie wenn es tut. Muss ich alles. Das Ding, das sieht auf. Dass man. Ja. Das nicht die Wand dahinter hin macht. Sonst war ich nur der Malersingenieur. Okay, das war ein Schwachsinn. Das ist jetzt nicht die eloquenteste Folge. Und ich wollte das Wort jetzt unbedingt einmal verwenden. So. Das geht noch nicht ganz so. Das schließt sich mir noch nicht ganz. So. Das. So, oder? Das hört sich jetzt schon gut an. Oder richtig, das weiß ich nicht. Lauf ist leer. Jetzt gucken wir mal. Das hat sich jetzt schon so angehört, wie wenn es jedes Mal geschossen hätte. Tut mir da immer schwer, wenn ich da noch das Ganze im Blick habe, so dann noch auf Kamera zu schauen.
Ich würde sagen, wir riskieren zum Schrauben zusammen. Zumindest mal ein paar Schrauben rein. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, da. Jetzt der Lipo wieder anschließen. Das Magazin rein. Sind wir mal ein bisschen pessimistischer. Plus 3 Pfeile. So. Ja, das geht halt immer noch nicht zuverlässig. Das ist halt. Jetzt machen wir alles. Alles, ein Pfeil. So. Dann. Okay, das war jetzt nicht das, was ich demonstrieren wollte. Habt ihr jetzt gesehen, wie lange der hat das ein paar Mal gebraucht? Der vorher war jetzt gerade beim ersten Mal. Das ist nicht ganz das, was ich demonstrieren wollte. Er ist jetzt mehr rausgeflogen wie rausgeschossen. Ja, das heißt, es lag nicht bloß an dem kaputten Zeugs, es sei denn, das ist jetzt wieder kaputt gegangen, sondern wir müssen da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Abstand einbauen. Oder die Abstandshalter, dass das schneller auslöst. Aber ja, wird ein weiterer Teil. Aber ich wünsche euch viel mehr Erfolg beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.